Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge vom Voll Podcast. Die letzte Folge vom Jahr. Und André, wie könnte es anders sein? Die letzte Folge vom Jahr heisst auch Voll Awards. Und in dem Sinne herzlich willkommen, du Schlawiner. Ja, danke für dein Intro, Fuckboy Nummer 1. Also die das Video nicht schauen, das geht eine neue Frisur. Hallo. Er tanzt jetzt mit Leuen. Ja, ich sehe ein bisschen aus wie der Dean Schneider. Könnte aber auch der Carlos Alcaraz sein. Hast du es wegen Carlos gemacht? Er ist Oder wer ist deine Er Inspiration? ist schon ein bisschen Inspiration gewesen, muss ich schon sagen. Okay, Ja. geil. Ja, aber ich rock jetzt den Slim Shady 2000er Jahre. Ich muss wirklich sagen, Look. mir gefällt sie. Also deine neue Frise kommt gut, Alter. Muss ich mir wirklich auch überlegen. Ich habe ja schon mal blonde Haare gehabt. Ja. Ich habe mal so kurze Haare gehabt wie du, Ja. jetzt gerade. Aber ich habe noch nie die Kombi von beidem gehabt. Hey, ich kann es wirklich nicht empfehlen. Also, der Shit Uere. brennt wirklich auf Okay. der Kopfhaut. Ich weiss nicht, wie die Fußballer das die ganze Zeit machen. Ja, Bro, die haben halt Zeit zum Entspannen. Und Ja, aber das ist ja nicht gut. Das ist ja einfach. Also, es tut weh. ja, ich weiss, es ist unangenehm. Also, ja. Naja. Geil, aber Anyway. ich freue mich sehr auf die Weihnachtsfolge. Bevor wir da loslösen, wir können vielleicht kurz ein bisschen sagen, um was es heute geht. Wir werden das gesamte Sportjahr 2025 ehren, genauer beleuchten, die Aufreger raussuchen, die Highlights, die Sportlerinnen und Sportler. Also, wenn ihr nicht mehr ganz wisst, was alles passiert ist, ihr werdet sicher aus dem Häuschen rausgehen, wenn ihr merkt, was alles noch dieses Jahr war. Also, ich bin sehr überrascht gewesen, wo wir die Liste zusammengestellt haben, wie viele Sachen das passiert sind. Es ist wirklich krass, darum bleibt dran bis zum Schluss und wir garantieren euch, ihr werdet das ein oder andere Highlight oder ein oder andere Aufreger sicher wiedererkennen. Zuerst aber Oski, klarer Fall. Was ist die Woche gelaufen? Nein, was ist die letzten Woche paar gelaufen? Wochen gelaufen? Ja, Wir man muss ja wirklich sagen, wir haben seit langem wieder mal eine Folge, wo wir nur uns haben. Ja, wir haben 3 grandiose Interviews gehabt mit dem Fabian, mit der Angelika und der Alessandra. Es ist wirklich genial gewesen. Ich glaube, so einen Lauf haben wir noch nie gehabt. Also zum Ende von 2025 nochmal so die Hochkaräter auspackt. Es war wirklich nice gewesen und auch einfach wirklich nicht jetzt mal unbedingt wegen Bekanntheit von der Sportlerinnen und Sportler, sondern auch auf dass der die Interviews persönlichen sind. Ebene. Ja. Also wir haben wirklich wieder super Gespräche gehabt, auch vor und nach dem Podcast. Darum, wenn ihr es noch nicht gehört habt, die letzten 3 Folgen, Nummer 190, 91 und 92. Yes, sir. Ja, hört rein. Es lohnt sich aber auch definitiv heute dran zu bleiben, vor allem, weil ich dich jetzt frage, wie es dir so geht und was du so gemacht hast in den letzten Wochen. Weil eben, die Leute hören zum Teil ja auch zum Wissen, wie es uns geht. Es ist halt Was ich immer wieder erstaunlich finde, aber ja. ist ja umso schöner. Und darum erzähl mal ein bisschen. Ja, es ist ja doch jetzt 4 Wochen her. Seit der Du letzten hast normalen sagen, wie es dir geht. Ja, und vielleicht hört man es ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen lediert. Und das liegt Ja, wahrscheinlich jetzt. unter anderem auch daran, dass ich viel bin Fußball schauen. Und zwar an einem sehr speziellen Ort, muss man ja sagen. Also, Hertie Almend, ja. jetzt denkst du, das kommt das Zweite. Ja, aber Hertie ich Almend. muss ja chronologisch starten. Hertie Almend, das Hertie Almend. bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Also vielleicht erklären, wo ist die Hertie Almend? In Zug, und dort spielt Zug 94 und die haben im Cup Achtelfinale gegen den FC Luzern gespielt. Genau, und wirklich unser Superfan, der Oski, ist natürlich schauen. Hallo, wenn mein Jugendverein gegen den FCL spielt, dann muss ich natürlich schauen. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein bisschen Not gegen Elend gewesen, aber es hat trotzdem Spass gemacht. So ein bisschen Cup-Romantik, so ein kalter Dezembertag. Ja. Büros sind auch gezündet worden. Ein bisschen hat der FCL mitgenommen gehabt. Es war auch lustig, dass es einfach mehr FCL-Fans gab. Hat es eigentlich Zug 94 noch irgendwie eine Ultraszene? Also das kannst du dir so wirklich vorstellen, wie so 3 ganz straube Dudes. 3. Es sind 3 an der Okay. Anzahl. Okay. Mit Trommeln, Fahnen und auch wirklich schon vor dem Spiel völlig verladen gewesen. Ja. Die haben versucht, die Stimmung zu machen. Der FCL natürlich mit einer ganzen Kurve gekommen. Ja. Keine Chance gehabt. Wie viele Fans sind etwa vom FCL gekommen? Boah, also, was haben sie gesagt? Es sind 4100 oder 4200 Okay, Leute also gewesen sind etwa overall. wahrscheinlich 3000 vom FCL gekommen. Gefühlt, ja. Okay. Ja, aber finde ich geil, Ja, dass du schauen Cup-Romantik bist. müssen wir öfters machen. Was ist am Schluss das Resultat gewesen? 4-1 für Luzern. Aber wir müssen Okay. öfters mal so unterklassige Matches schauen.
Das ist wirklich so. Mehr so Zug 94. Mehr so den Heimatverein unterstützen. Ist es eigentlich so, dass wenn du alles an deine Fußballkarriere gesetzt hättest, dass du eventuell bei dem Match hättest können dabei sein bei Zug 94? Wow, ich glaube auch dann nicht. Also hast du wirklich das Gefühl, aus Level von Zug 94 ist Nein, das über ist dem, was du über maximal... mein Talent, über mein Potenzial gewesen, aber Okay. Ja. Das? Okay, finde ich spannend. aber nein, ich bin auch noch Ding schauen. Bayern. Bro, ich kann eigentlich auf das raus, wenn wir am einen kleinen Anfang... Vlog gemacht. Ja, das ist sehr nice gewesen. gewesen. Also, du bist ja in München gewesen, geschäftlich. Zum Glück haben wir dort schon Podcasts vorproduziert gehabt, darum haben wir die gar nicht müssen aufnehmen. Und darum nimmt es mich auch persönlich Wunder, weil wir uns seitdem noch nicht gesehen haben, wie es denn so war in dieser grandiosen Allianz Arena. Ja, ich bin ja gar nicht Fan von Bayern, Ja. München. Aber man kann wirklich nichts schlecht sagen. Es ist Also, was meinst du jetzt über über was? die Stadionerfahrung. Es ist einfach gut. Ist es besser als in Celta? Oder in Vigo? Nein, es ist anders. Es ist halt grösser. Es sind halt 75'000 Leute. Es ist so ein geiles Stadion. Ich glaube, du Ja. als Bauingenieur bekommst da einen Halbsteifen, wenn das Stadion siehst. Bro, vor allem, ich durfte mehrere Stunden mit dem Architekt, also mit dem Pierre Demeron, der das Ja. gezeichnet hat, verbringen. Und ich bin nur so gewesen, Allianz Arena, erzähl mir, Ja. erzähl mir. Es ist Also, so es ein ist geiles wirklich, Stadion. ja, also es ist krank. Mega geile Stimmung. Der Match war gut gewesen. Ja. Und ja, aber ich habe wirklich ein Erlebnis gehabt. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt soll sagen, ohne dass ich wie ein Arsch... Also, ich weiß es auch noch nicht. Eben, ich weiß nicht, wie ich das soll erklären, ohne dass es irgendwie prätentiös oder wie ein Arschloch klingt. Aber ich habe mir ja mein Ticket last minute geholt. Ja. Auf irgendeiner so Resell-Seite. Für einen Huni. Was ich eigentlich noch fair finde für einen Champions League Match. Ja. Dann bin ich so in meinen Sektor gekommen und dann habe ich so gemerkt, so, okay, etwas ist anders in diesem Sektor als so Okay. sonst. Und dann habe ich mich so umgeschaut und dann habe ich gecheckt, was es ist. Es hat sehr viele Leute mit Behinderungen gehabt. Okay. Also es hat Okay. 2 Blinde gehabt. Ja. Finde ich mega krass. Ja. Die hören dann halt einfach den Match auf dem Radio und nehmen aber die Stimmung auf. Ja. Finde ich geil irgendwie. Ein paar Kleinwüchsige, ein paar Leute mit Down-Syndrom und so. Und dann so... Und du? Und ich. Bei mir hat es nicht gefragt. Bei mir hat es einfach gesagt, herzlich willkommen. Kategorie Kleinwüchsig. Bro, es kann nur schlecht rauskommen, was du jetzt erzählst, weil Nein. ich lache. Nein, aber es ist einfach so... 3 Sitze neben mir ist so ein Dude gehockt, der hat relativ normal ausgesehen. Ja. Aber offensichtlich hat er auch eine Behinderung gehabt. Weil der hat einfach wirklich so aus dem Nichts so Bayern! Bayern! Ich glaube, es ist einfach ein normaler Fußballfan. Nein. Und das ist so witzig gewesen, weil jedes Mal, wenn der Schiri pfiffen hat, egal ob für oder gegen Bayern, er immer so Schiri! Hurensohn! Nein. Und ich bin also daneben geguckt und ich kann nicht lachen, weil es... Also, weißt, Ja. ich verstehe ja, er ist, Ja, geistig gut, beschränkt. also, wenn ich ist jetzt doch lache, gleich lustig. ja, aber also mich hat es so richtig verwischt, ich bin so richtig vertieft in den Match Nein. gewesen und dann plötzlich kommt so Bayern! What the fuck? Ja. Okay. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass du wegen dem ein Arschloch bist, Alter. Okay, bin ich froh. Aber ja, es war sehr lustig gewesen. Geil. Bei dir? Ich habe gehört, Silvesterlauf. Ja, Hast du gestern Runflation gemerkt? war auch ein sportreicher Tag gewesen, zum einerseits selber machen, oder gestern am Sonntag, am 14. Dezember. Die Folge kommt am 24. Dezember raus, gell? Also vor 10 Tagen eben, ja, 44 West ist gestartet. Das wollte ich vielleicht noch zuerst erwähnen. Wir haben sie ja beleuchtet, ein bisschen genauer bei uns im Podcast. Und, Dürfen wir uns ja jetzt den offiziellen Podcast nennen? ja, und vor allem, weißt du, das habe ich geil gefunden, die Freundin von Matthias, die ja mitmacht. Wir haben so ein Abschlussvideo zusammengeschnitten, oder wir, Matthias seine Schwester, wo alle eine grosse Botschaft mitgegeben haben. Und sie haben dann das vor dem Start, am Abend vorher, haben sie das wirklich so ein bisschen im engen Kreis geschaut. Und die Leandra, am März seine Freundin, hat einfach aus jedem Interview von Pauline, wo je einer war, hat sie eine Szene rausgenommen und dann wie sie so interviewt. Also sie hat dann so gesagt, und Matthias, auf was freust du dich am meisten? Und dann hat sie den Pauline-Podcast abgeladen, wo er gesagt hat, auf Bier und Burger. Ja. Und so hat sie halt mit diesen Ausschnitt von Pauline gearbeitet. Und Props an sie. Wirklich eine Ehre, das zu sehen. So geil. Darum, ich müsste euch das Video auch noch zeigen. Ja, sehr Nein, gerne nach. mega nice. Und sie sind eben gestern oder am 14. Dezember gestartet mit einer
Verspätung von ganz ursprünglich planmäßig von einem Tag. Und jetzt sind sie gerade an der zweiten Stelle. Eben, das kann noch ganz anders sein, wenn der Podcast rauskommt. Also könnt ihr euch mal informieren auf toughestrow.com. Könnt ihr den Live-Tracker schauen und dort seht ihr dann auch, wo sie sich gerade auf dem Atlantik befinden und wie schnell das sie sind. Wie gesagt, sie sollten immer etwa über 3 bis 3,5 Knoten sein. Dann sollte alles nach Plan laufen. Wenn es darunter ist, könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht so gut läuft. Das wollte ich noch sagen. Darum jetzt noch Grußbotschaft raus an die Jungs. Wir sind bei euch. Ja, wer weiß, vielleicht hören sie es ja irgendwo auf dem Atlantik zum Einschlafen. Das wäre so, wenn so, du siehst doch manchmal bei Spotify, von wo die Leute hören. Ja. Dann siehst du so ein Pünktchen auf dem Atlantik. Dann wissen wir, es sind sie. Das wäre sehr nice. Ja, und das Zweite, was du schon angesprochen hast, ist der Silvesterlauf. Am 14. Dezember stattgefunden in der Stadt Zürich. Und man kann wirklich sagen, normalerweise gebe ich mir ja ein bisschen Mühe für die Vorbereitung von so Anlässen, aber gestern habe ich mir definitiv nicht so viel Mühe gegeben, weil am Mittag bin ich noch an meinem Grossi seinem Geburtstag gesessen und habe einen guten Weihnachtsbraten verspissen. Sehr gut, wie sich das gehört, das Genau. gute Enkel. Und auch als guter Alumni vom Swiss Rowing Team bin ich natürlich auch an die Swiss Rowing Night und habe mir ja, das eine oder andere... ein paar Hopfentorpedos hintergejettet. Es waren nicht unbedingt Hopfentorpedos, sondern der Weisswein, der reingejettet hat. Auf jeden Fall hatte ich dann auch einen anständigen Kater gehabt und habe dann gedacht, hey komm, laufen den Lauf gleich, das kommt schon gut. Und mit einem Kaltstart bin ich dann ein bisschen zu schnell reingestartet, habe dann gemerkt, das ist nicht der Tag von den Tagen und habe dann ein bisschen abreißen müssen. Schlussendlich bin ich dort trotzdem irgendwie 10 Sekunden schneller gewesen als irgendwie meine Bestzeit vor 4 Jahren. PB knackt mit Ja, weil ich halt einfach, vollem Magen. Bro, will ich einfach besser laufen. Ich laufe viel besser als einfach damals aus dem Rudern raus. Ja, aber gleich. Also ich meine, wenn ich würde sagen, hey, komm, ich komme verkatert irgendwo hin und frisst zuerst noch einen Braten, dann weiss ich nicht, ob ich meine PB da steht nachher. Nein, meine PB steht nachher sicher noch, ja. Man muss auch sagen, ich bin mir als Leichtgewicht schon auch gewöhnt, einfach schnell zu verdauen. Also, ja. Auf jeden Fall, Runflation. Wieso? Weil mit dieser Zeit von vor 4 Jahren bin ich damals 5. geworden und jetzt mit 10 Sekunden schneller bin ich 16. geworden. Nicht, dass mich das irgendwie stresst, weil ich bin wirklich einfach so mitgelaufen. Aber man sieht einfach, wie sich das Niveau doch auch ein bisschen verändert. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen von Jahr zu Jahr unterschiedlich und jetzt ist gerade ein stärkeres Jahr. Aber ich würde definitiv auch sagen, man merkt einfach, dass viel mehr Leute mitmachen, weil sie haben ja auch noch nie so viele Anmeldungen gehabt. Es sind 25'000 Leute gewesen am Volkslauf. Gut, ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, wenn ich so auf Insta war, haben viele Leute in meinem Feed mitgemacht, wo ich nicht mal gewusst habe, dass die rennen. Eben, es machen sicher auch viel mit und darum, ja, nicht, dass mich jetzt das stresst, aber es ist mir einfach aufgefallen. Und was kann ich sonst noch erzählen? Was ist sonst noch in deinem Leben passiert? Du bist in den Bergen gewesen. Bro, genau, das muss ich noch erzählen. Der Kickoff für Patrouille de Glace wird angefangen. Deine Bünzli-Sidequests. Ja, ich muss einfach jedes Mal, wenn ich in den Bergen irgendwo auf einem Gipfel stehe, muss ich am Oski einen Snapchat schicken, wo ich so sage, ja, schau mal da, das ist schön. Das ist immer schön da. Mal, ja, erzähle. Und dann schickt Da siehst du Eigermönch und Jungfrau. dann schickt der Oski zurück, du hure Schweiz, du. Und ja, auf jeden Fall, den Kickoff von der Patrouille de Glacier haben wir gemacht. Wir sind angenommen worden, also wir werden, wenn das Wetter, ja, das ist für viele, die das dann mitmachen, eben nicht so klar. Wir sind einfach vom Militär aus, haben wir ein bisschen Vorteil gehabt, weil wir alle eigentlich, wir hatten einen Grenadier und 2 Spitzensportler, die im Militär waren. Wow. Fick die Karte. Und eben das Rennen findet dann im Frühling statt, aber jetzt haben wir mal die ersten paar Skitouren gemacht und ja, wie gesagt, Alter, du lachst jetzt noch drüber, aber irgendein ist, stehst du auf dem scheiß Gipfel oben und sagst, André, wirklich, danke vielmals, hast du mich mitgenommen. Nein, wirklich es nicht. ist so schön. Wirklich nicht. Also für das bin ich zu fest Ausländer. Ich bin der bünzligste Ausländer, was es gibt, aber für das bin ich immer noch zu fest Ausländer. Ja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall ist das auch noch passiert und sonst, ja, kann ich gar nicht so viel erzählen von den letzten 2 Wochen, weil... Sehr gut, dann kommen wir doch zu den Awards. Weil da sind wir gickerig. Und eben, wir haben es vorher schon gesagt, wir haben beim Durchschauen von unserem Runbook, wo auch ein bisschen wie ein Tagebuch funktioniert zum Glück,
gemerkt habe, fuck, es sind so viele Sachen passiert. Und ich würde sagen, wir fangen an mit unseren persönlichen Highlights. Auf jeden Fall. Und wer könnte Besseres anfangen als du, wo eigentlich wahrscheinlich, wenn jetzt wirklich alle Sportevents auf der Welt, die in diesem Jahr stattgefunden haben, würdest als 100% nehmen. Was denkst du? Wie viel davon hast du wirklich, nicht, sagen wir mehr, es muss nicht geschaut sein, sondern ein bisschen aktiver mitbekommen? Bro, wahrscheinlich irgendwie so 0,001%. Nein. Doch, weil es gibt so viele tausende Ja gut, Sportevents. aber du musst jetzt irgendwie Eisstock werfen im Fricktal nicht dazu zählen. Ja, aber wenn es die Schweizer Meisterschaften sind? Ja gut, okay. Die hättest du verpasst. Ja, nein, du musst eher so sehen, so wie viel von dem, was so im Fernsehen läuft, habe ich konsumiert. Also- Jetzt hätte ich gesagt, Gut, sehr nice. sogar so Sportarten wie Curling flattern ab und zu mal über den Bildschirm. Aber ja, Gut, mittlerweile nennen wir es ja schon Sportart. ja, das ist... Für Früher die, die war es lang, noch nicht so gewesen. die schon länger dabei sind, ihr wisst, wir haben Curling lange nicht als Sportart Und bezeichnet. wir entschuldigen uns wirklich dafür, weil... Nein, wir entschuldigen uns nicht. Fick dich halt, jetzt bekommen wir wieder einen Shitstorm. Das ist mir doch scheißegal. Es gibt Okay. ja so 4 Girler in der Schweiz. Alter, wow. Also, bitte schreibt am Oski und nicht mehr, ich habe nichts mit dem zu tun. Gang weiter, oder mach weiter mit deinen Highlights vom Schnell Jahr. Durchlauf, weil sonst wird die Folge noch 7 Stunden lang. Aber meine persönlichen Highlights, wo ich erlebt habe oder wo ich dabei war, Dreifach-Sieg von der Schweizerin bei der Abfahrt in Gran Montana. Grandios gewesen. Du findest es auch geil, wenn nicht so viel wärst. Ich bin ja nicht besoffen gewesen. Ich bin am Tag vorher besoffen gewesen. Ich bin verkatert gewesen und habe es geil gefunden. Also so musst du mal vorstellen, wie gut das war. Das Spikeball-Turnier, das wir organisiert haben, grande gewesen. Formel 1-Rennen in Barcelona, ist geil gewesen. Ägeri-Grümpi, ist einfach geil gewesen, wieder mal zu shooten mit den Jungs. Müssten wir so viel öfters machen? Wieso machen wir das einfach nicht? Ja, machen wir im Januar, stimmt. EM-Final der Frauen. Ja. Leider nicht für Spanien ausgegangen, aber gleich geil gewesen. Ich habe einfach den Kevin Durant getroffen in Zürich. Grandios gewesen. Super Zehnkampf, haben wir einen Gaudi gehabt. Falls ihr die Folge noch nicht gelesen habt, könnt ihr ein paar Folgen zurück. Die ist Hammer gewesen. Und der Live-Podcast mit Angelika. Ja, das sind wirklich gute Highlights. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ich muss wirklich sagen, ich habe kein einziges Sportevent, mal außer der Rotsee, Ruderweltcup, bin ich selber schauen. Vielleicht noch EVZ-Match, aber das zähle ich jetzt nicht als Sportevent. Weil das ist Weil so wie die spielen momentan. Ja, darum, ich kann eigentlich nur von mir selber erzählen, was ein bisschen passiert ist. Ich darf jetzt das auch als Highlight nennen, wie du jetzt Ägeri Grümpi reingenommen hast. Habe ich gedacht, wenn der Oski von sich selber erzählt, von seinem sportlichen Jahr, dann darf ich auch etwas von mir erzählen. Und die anderen sind, haben nicht mehr direkt zu tun. Was ich sicher als Highlight darf bezeichnen, jetzt schon, ist, dass ich eigentlich meine Profikarriere beenden konnte. Darf ich da dazu noch etwas sagen? Erzähl, Alter. Ich finde es immer noch geil, dass du einen Abschiedspost auf Insta gemacht hast für deine Velokarriere. Ja. Oder deine versuchte Velokarriere. Ja. Aber für deine Ruderkarriere, die 10 Jahre gegangen ist, hat es nie einen Post gegeben, kein Dankeschön. Ich weiss, Alter, das ist echt mein Fehler. Und ich habe auch wirklich lange... Bis das durch ist, bist du nicht offiziell retired. Ist mir egal. ja, das ist wirklich mein Fehler, dass das nicht rausgegangen ist, der Post. Ich habe wirklich an dieser Stelle wollen sagen, danke vielmals. Das ist jetzt mein Abschlussgruß. Nein. Offizieller Abschied von Ihnen. Genau. Haben andere auch gemacht? Haben andere auch gemacht. Darum, ja. Eben, das war das Highlight von diesem Jahr. Ich würde sagen, es ist nicht schlimmer geworden, aber auch nicht besser geworden. Ich stehe etwa immer noch am gleichen Punkt. Dann natürlich der Ironman, den ich gemacht habe, ist wirklich Sehr im geil. Nachhinein wirklich ein geiles Erlebnis gewesen. Obwohl ich 2 Tage vorher auf die Fresse gefallen bin mit dem Velo. Ich schwöre, irgendwie... Ich bin so dort an dem hohen Strand, ich hatte harten Anschiss gehabt. Ich hatte so keinen Bock gehabt und habe es dann gemacht. Und irgendwie das mit der Stimmung vom Sonnenaufgang, von der Wärme, von Italien, von den Fans. Irgendwie, ich bin hure stolz, dass ich es gemacht habe. Und, Ich bin auch stolz auf dich. danke, Bro, das weiss ich. Und was auch noch geil war, ist der Stockholm-Halbmarathon. Stockholm? Ist wirklich ein cooles Erlebnis gewesen, mit eigentlich, ja, Family, ausser den Eltern.
haben wir ein geiles Weekend gehabt. Das so viel zu meinen eigenen sportlichen Highlights. Bei Volline bin ich mit Abstand am nervösesten gewesen bei der Nina Brunner. 100%, 110%. Also ich bin wirklich auch mit all denen, die wir bis jetzt gemacht haben, ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so auch ein bisschen unser Kindheits... Gut, das klingt jetzt, sie ist 1 Jahr über uns gewesen, oder 2, aber wir haben halt immer zu ihr raufgeschaut und ja, das ist extra von Biel gekommen. ja, Schwanger? extra zu uns auf Steinhausen Ja. ins Studio. Ja. Und dort bin ich wirklich am nervösesten gewesen und ist aber nachher auch wirklich, wirklich ein nices Interview geworden. Darum, das ist sicher mein Highlight von Volline. Und was zum Zuschauen ein Highlight war, ist definitiv die letzte Etappe von der Tour de France dieses Jahr, wo der Wout van Aert, der Tadej Pogacar wirklich im Auffahren einfach nochmal richtig schön abgerechnet hat. Ja. Es sind alle komplett ausgerastet. Es ist nicht für möglich gehalten worden, dass der Tadej noch so krass abtischt wird an der Tour de France. Und ich finde einfach, ich bin schon immer Fan von Wout van Aert, aber in dem Moment hat er einfach wieder für 5 Jahre alles gut gemacht. Er kann von mir aus jetzt so oft so schlecht sein. Das ist einfach so fucking geil gewesen. Ja. Geil. Ja. Geil. Aber ja, bevor wir dann noch viel länger auf unsere Sachen eingehen, müssen wir jetzt mal wirklich einen Blick auf den Sport werfen. Und anfangen müssen wir mit unserer vielleicht fast Lieblingskategorie. Ich würde auch sagen, wir tun zwar immer so, als wäre jetzt alles... gut, sie sind schon sehr unbeliebt, aber die Kategorie zumindest ist unser Lieblingsfach. Und zwar könnt ihr euch denken, es geht ums um die Kategorie Holzkopf des Jahres 2025. Ja, und wer haben wir da nominiert? Unter anderem Noah Lyles. Bro, ist ja klar, dass er einfach- als erstes kommt. Ja, aber Noah Lyles ist einfach Der muss... eingebucht. Also, ja. bei dem müssen wir nicht mal schauen, was er gemacht hat. Er ist einfach Stammgast. Stammgast. Dann haben wir Julia Simon, wo der Teamkollegin Kreditkarte gestohlen hat und mit dem ganz viel Geld ausgegeben hat. Dann Noah Okafor, haben wir ja vor ein paar Folgen besprochen. Genau, erst gerade letzte gewesen. Gianni Infantino, der ist übrigens so oft nominiert worden. Bro, vor allem, das Ding ist, der ist nicht mal mehr ein Holzkopf, sondern dort dürftest du auch schon schlimmere Begriffe brauchen für den... Eigentlich müssten wir die Kategorie nach ihm benennen. Aber ja, anyway. Dann haben wir noch McLaren, also allen voran Zach Brown und Andrea Stella, für das, dass sie einfach, ja, schlechte Strategien machen und den WM-Kampf unnötig spannend machen bis zum Schluss, was für uns ja gut war. Genau, habe ich jetzt auch gerade sagen. Dann Der- nochmal Formel 1. Hamilton zu Ferrari. Hat sich im Nachhinein als Holzkopf-Move Ich ausgestellt. glaube, am Anfang war es schon nochmal recht krass gewesen für ihn. Ich Ja. meine, nach den Jahren, wo er jetzt nicht mehr so gut war, der Wechsel hat ihm wahrscheinlich gut da im Kopf am Anfang. Am Anfang. Und dann hat er gemerkt, die Ferrari gibt es nichts zu holen. Dann ist es in die Ja. andere Richtung gegangen. Oh ja, sonst noch nominiert. Bundesrat für die I&S. Martin Vorlage. Pfister, der Goat. Ja. Wenn wir übrigens, bin ich mal dran gewesen, Ja, am Einladen. und? Ich habe dann die Spur verloren und dann nicht weitergemacht. Also es liegt an mir, ich bin da dran für die Zukunft. Ja. Gut, dann der Fred Curly, der Sprinter, der bei den Enhanced Games wird mitmachen. Und Ruth, wie heißt sie? Fuck, wir haben es vorher extra nachgeschaut. Jepne- Jepgendic. Ja, die Weltrekordhalterin im Marathon, die wegen Doping gesperrt wurde. Und zuletzt der Vini Junior. Ja, André. Es sind wirklich sehr gute Holzköpfe drunter. Ja, das Jahr hat wirklich auch wieder viel zu bieten gehabt, was das angeht. Ich muss sagen, so der absolut, sag ich jetzt mal, Lance Armstrong-Skandal hat es nicht gegeben. Oder wie heißt der da, der Pistorius? Ja, nein, leider nicht. Hat es nicht gegeben. Jetzt Also sind wir- doch, eigentlich gut nicht, aber Ja, eben, trotzdem leider nicht. Aber, für die Kategorie Holzkopf ist es schlecht. ja. Weil, ja, jetzt haben wir es ein bisschen schwieriger zu entscheiden, weil es haben doch ein paar da drin, die ja, durchaus auf der gleichen Stufe sind. Ich glaube, ich habe so... Hast du einen leichten Favorit? Warte, jetzt sehe ich gerade, wir haben den Bundesrat als Holzkopf rein da. Ja, sicher. Weil sie haben ja die I&S-Vorlage, also sie haben ja Ja, ich hab's nicht I&S-Kürzungen durchboxen. Dann haben sie zum Glück nachher noch einen Rückzieher gemacht. Okay, aber darum, ich bin eigentlich schon beim Schluss von dieser ganzen Diskussion. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, würde ich nicht da rein tun. Ist spät. Gut, aber Bro, der muss noch bei uns, der muss noch kommen.
Ja, er hat sich... ja, ein Holzkopf kann ja auch eine Redemption haben. Nein, ich meine, der Bundesrat ist sich ja gewöhnt, kritisiert zu werden und wir machen da nichts mehr als eine anständige Kritik. Ja. Gut. Eben, Aber bei den hast du anderen einen können wir ein Favorit? bisschen härter rein. Hast du einen Favorit? Ich habe einen Favorit. Wenn wir Und es zwar, wenn wir es gleichzeitig aussprechen. ich habe 2. Ich habe einen. Du hast einen. Ja. Also dann nehme ich zuerst den, wo ich denke, dass du ihn hast. Gut. Also, 3, 2, 1. Gianni. Gianni Infantino, ja. Ja, ist, Für mich ziemlich klar, aber... genau, also dann sag du mal schnell, was du zu ihm meinst. Weißt du, wenn du zurückschaust, wir haben immer gedacht, der Blatter sei schlimm. Ja, das ist wirklich ein guter Vergleich. Wir haben immer gedacht, der Blatter sei Und ich, schlimm. ich Aber weiss der noch... Blatter ist nicht so ein Arschlecker gewesen wie der Infantino. Ja. Der Blatter hat wenigstens noch auf seine korrupte Art und Weise den Fußball im Zentrum gehabt. Und der wäre nicht zum Trump gegangen und hat ihm wirklich so die Füße geküsst. Mhm. Aber der Infantino ist einfach so ein ganz komisch. Das hat man ja schon gesehen in Katar. Und jetzt macht er es nochmal und hat so, dass er einen Friedenspreis am Trump Ja, gibt. ich weiss so. noch, wo der Infantino frisch übernommen hat vom Blatter. Nein, Doch, vom Blatt. ist er direkt vom Blatter, Ja. ja. Habe ich gedacht, wow, jetzt kommt ein normaler. Also ja, aber ja. Herausgestellt, noch viel schlimmer. Nein, aus meiner Sicht, grösster Holzkopf vom Jahr, Fred Curly. Mhm. Wegen, ich kann es wirklich einfach nicht verstehen, was du für eine soziale Kompetenz musst haben, wenn du dort an diesen Dopingspielen, also für die es nicht wissen, die Enhanced Games sind die ersten Wettkämpfe, wo offiziell Dopen erlaubt ist und unter ärztlicher Aufsicht gemacht wird. Und dort hat es jetzt eben mehrere Sprinter oder auch Schwimmer gegeben, die mitmachen und das auch öffentlich kommuniziert haben. Ist klar, sie bekommen ultra viel Geld. Ja, wenn es einen Weltrekord bricht, bis zu 1 Million. Genau, aber ich stelle mir das nur vor, wie angefickt du wirst von allen Seiten, dass du jetzt tobst. Und ich stelle mir dann so vor, was musst du für eine Partnerin haben, die dir sagt, hey Schatz, ich finde es im Fall voll cool, was du machst, ich unterstütze das mega, du tust dich jetzt da mit illegalen Substanzen deine Gesundheit gefährden. Also ja, ich bin halt vielleicht doch auch ein bisschen zu wenig in dem Sinn Wissenschaftler und ein bisschen zu fest Sportromantiker, um da die Wissenschaft dahinter zu sehen. Also ich glaube im Fall, die Enhanced Games, die werden ein richtiger Flop. Ja, vor allem bis glaub, jetzt, die du hast ja nicht, du hast ein paar Ja. grosse Sportler, die sich dafür entschieden haben, aber für Ja, das... vor allem Ex-Sportler oder Leute, die sowieso wegen Doping spät sind. Ja, und vor allem du musst wirklich, um das gross aufziehen, brauchst du Stars, die über Generationen hinweg faszinieren, wie ein Phelps, wie ein Usain Bolt, wie ein Kanik, weiss ich wer. Darum, ich glaube auch nicht. Aber trotzdem ist es doch ein Holzkopf vom Jahr für mich. Okay, jetzt müssen wir uns einigen auf einen. Also, gehen wir mit dem Gianni Infantino. Weil der ist auch bei mir auf der Liste gewesen. Sehr gut. Gianni, du gewinnst den Holzkopf vom Jahr 2025 und Der Glatzkopf ist ein Holzkopf. der Glatzkopf ist ein Holzkopf. Und ich sage es jetzt schon, mit der WM, die nächstes Jahr ansteht, da können wir auch schon gerade wieder nominieren. Du kannst eigentlich buchen, das hier. Ja, wirklich. Ja. Gut, also eingeloggt, Gianni Infantino. Dann, Aufreger vom Jahr. Wer haben wir da? Genau, also wir haben beim Aufreger haben wir den Jannik Sinner mit seiner Dopingsperre. Wir haben Kampfrichter am ESAF, wo ja, glaube ich, so ein bisschen, ja, am Sonntagmorgen, Sonntagmittag am ESAF ein bisschen für, oder auch schon am Samstagnachmittag, weiß gar nicht mehr, für Kritik gesorgt haben mit ihren Entscheid. Wir haben den Joao Almeida von Team Emirates, wo ja sich selber geoutet hat als Anti-Teamplayer. Jetzt komme ich gar nicht raus, wieso steht da noch Isaac Del Toro? Weil er ihn ja unter den Bus gerührt hat. Aha, okay. So meinst du, okay. Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, der Aufreger war auch noch der Isaac gewesen. Nein. Aber es geht um den Joao Almeida. Dann die Enhanced Games als Aufreger für sich selber. Der Nicola Portner, wo ja der Handballgoalie ist von der Schweizer Nazi, wo in einem Dopingverfahren verwickelt war, jetzt aber mittlerweile freigesprochen worden ist und ja, seine Strafe eigentlich schon zu sagen. Genau, und da ist der Aufreger nicht Doping. sondern das ganze Verfahren und wie das abgelaufen Genau. ist. Dann das Vierländerturnier, das komplett eskaliert ist. Wir haben darüber geredet. Eben 3 Schlägereien in den ersten 9 Sekunden. Also sie haben abgepfiffen und ab dem Moment ist eigentlich die Schlägerei losgegangen zwischen Kanada und den USA.
Das war auch gerade der Moment, wo der Trump so gesagt hat, er will Staat. Kanada übernehmen Ja. und Grönland und was auch immer. Dann haben wir ein lokales Problem, und zwar der FCZ mit dem Benjamin Mondi, wo nicht ganz mit einem sauberen Bewerbungsschreiben auf Zürich gekommen ist. Dann haben wir den Anzugsskandal bei den Norwegern im Skispringen. Ich weiß nicht, die einen oder anderen mögen sich noch erinnern. Für mich krass gewesen, dass das noch dieses Jahr war. Ich bin auch überrascht gewesen, ganz ehrlich. Eben, die haben dort so verbotene Anzüge gebraucht und anscheinend haben nur die Teamchefs davon gewusst. Anscheinend, ja. Anscheinend. Dann haben wir den Marco Confortola, der ein italienischer Bergsteiger ist, und er behauptet, er hätte alle 14 8000er bestiegen. Das ist der mit dem Photoshop, oder? Das ist der mit dem Photoshop. Ganz eine geile Story, haben wir irgendwo mal besprochen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge Sommer das ist das gewesen. Dann, was auch ein sehr starker Aufreger war, vor allem für die Fans. Ja, wobei, nein, es ist wahrscheinlich für die Fahrer schlimmer gewesen, ist die Vuelta 2025, wo ja von den Palästina- oder Israel-Protest unterbrochen worden ist und dann auch das Finale in Madrid nicht so durchgeführt hat werden können, wie das geplant war. Kürzlich entlassen worden ist Pia Sundhage, wo auch viele Gesichter ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Und dann als letztes haben wir noch den Wieder der FCZ, Tommy. Bro, FCZ ist kriminell. Der Daniel Denon, der wegen gewerbsmäßigem Betrug schuldig gesprochen ist. Er hätte eigentlich auch als Holzkopf. Ja, Bro, der wäre wirklich auch ein guter Holzkopf. Er hat eben bei Digitech Galaxus mit einem Päckchen Betrügertrick über 70'000 K gemacht. Ja, Alter, was soll ich sagen? Es hat wirklich da Zeug dabei. Das ist unglaublich. Ja, es ist wirklich, wenn man sich wieder mal in diese Situationen zurückversetzt, ist es sehr, sehr amüsant, was auch der Sport an Aufreger mit sich bringt. Ja. Ich muss sagen, ich habe gerade heute wieder ein Video gesehen vom Vier-Länder-Turnier, wo sie sich 3-mal die Fresse gegeben haben, innerhalb von 9 Sekunden. Aber du hast doch das war gesagt, schon sehr cool gewesen. du willst ein bisschen weniger utter woke Nonsense. Ja. Das willst du ja. Dann willst ja du den Aufreger. Eben darum ist es eigentlich positiv. Also ich finde das eigentlich ein guter Aufreger. Aha, okay. Darum darf er aber eigentlich auch nicht gewinnen. Stimmt, eben Aufreger können in dem Sinn auch gut sein. Ja. Weil es tut eigentlich die Sportwelt ein bisschen aufmuntern. Und man sagt ja oft, in der Schweiz gibt es keinen Skandal. In letzter Zeit habe ich primär das Gefühl, es sind ein bisschen, also ja, wenn, dann ist es ein Dopingskandal. Weil sonst macht eigentlich niemand negativ Schlagzeilen, jetzt grob gesagt. In den USA, sonst auch wo, gibt es eben tausende von Sachen wie Wettbetrug oder Vergewaltigungen oder weiss ich was. Also wirklich, Schweiz ist heilig. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Voting. Also ich muss auch sagen, sehr lustig habe ich immer noch den Bergsteiger gefunden. Weil das ist irgendwie so harmlos, aber einfach dumm. Weißt du, Ja. Also ich finde, wenn das wirklich stimmt, weil wir können es ja nicht beweisen, wir haben einfach auch nur Medienberichte. Ja. Wenn das wirklich Aber es stimmt, deutet ja alles drauf hin. dass du so schlechtes Foto zeigst, wo du anscheinend irgendwie auf dem, ich weiß gar nicht, auf dem Annapurna gsi bist und das ist irgendwie auf dem Mount Everest gsi oder irgendwo sonst, wirklich sehr dumm. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Boah. Hey, da hast du keinen klaren Favorit. Ich habe keinen klaren Favorit. Also, Wenn wir auch wieder auf 3 etwas sagen. ja, sagen wir etwas auf 3. Also, wenn es gleich ist, ist es sowieso richtig und sonst können wir es immer noch ausdiskutieren. 3, 2, 1, die Sinner. Das hast du gar nicht gesagt. Bro, Norwegen. Ich kann es nicht sagen. Ja. Ich finde es schon... Das sieht mich Skispringen zu wenig, so ganz ehrlich sein. Ich habe das nur drauf genommen, weil wir mal drüber geredet haben. Nein, ich finde wirklich, wenn du das genau überlegst, was dort passiert ist und wie sie das hinterhältig gemacht haben, finde ich... Kann ich nicht mitgehen. Mal, Nein, kann ich nicht. mal finde ich voll nicht okay, Alter. Ja, ich ist nicht gehe jetzt- okay, aber... Ich gehe jetzt in einen negativen Aufreger, nicht in einen Ja, ich auch. Aufreger. Ich auch. Also du hast schon Almeida gesagt. Nein, ich habe Sinner gesagt. Ah, sorry, habe ich nicht mal mitbekommen. Ja, Sinner ist wirklich ein Aufreger gewesen, das stimmt. Aber ich würde sagen, er ist trotzdem noch zu sympathisch geblieben. Also seine PR-Abteilung hat Überstunden gemacht. Das ist Krank, unglaublich. Alter, richtig krank. Das ist Also der ist so super aus dem rausgekommen. Aber ja, für mich muss ich echt sagen, Norwegen geht gar nicht. Also, Geht gar nicht. Was haltest du davon, wenn wir den FCZ nehmen? Einfach als Ganzes, weil sie 2 auf dieser Liste haben. Ja,
Okay, gut, also Einfach den FC Zürich nehmen. tun wir uns einen Kompromiss machen. Gut Schweizerisch. Weil sie hat, FCZ. ich meine, sie haben Benjamin Mendy und den Nun. Ja, ist schon ein bisschen, ja, wirklich dumm. Ja. Gut, also, wir Ja. einigen uns, loggen Sie. FCZ, Aufreger von Volline 2025. Sehr gut, jetzt können wir nicht mehr in Zürich rumlaufen, ohne dass uns jemand von der Südkurve verprügelt. Alter, shit. Ja, stimmt. Bro, wir sind so dumm. Ja, also wir gehen ja nicht gegen die Fans oder gegen die, Nein, also wir gehen gegen die Clubführung. genau. Weil das machen die Fans ja manchmal auch. Sie sind ja auch gegen Benjamin Mendy gewesen. Also, Gut. wir sind auf der Seite der Fans. Ja. Gut, dann... Beide so, nein. Ich will nicht geschlagen werden. Kommen wir zu etwas Schönerem, die Highlights. Und da haben wir auch ein paar ganz schöne Sachen aufgeschrieben. Einerseits das Roland Garros Final, wo der Alcaraz 3 Matchbälle abgewehrt hat. Sehr, sehr geil gewesen. Sehr, sehr geil gewesen. PSG Champions League Sieg. Ich weiß nicht, wer das nominiert hat, kann ich jetzt schon sagen, gewinnt nicht. Einfach weil PSG keine Seele hat. Ja. Okay. Aber ich muss sagen, die haben auch PR-mäßig haben sie auch das gemacht. Sie haben dich ein bisschen gefangen. Die Women's Euro, sehr geiles Turnier gewesen. Die Ski-WM, natürlich grandios gewesen. Und da, wenn wir etwas rausheben, dann die Teamkombi von den Männern, wo es 3 Medaillen geregnet hat. Absolut krank. Meillard von allem auf Platz 1 vor Monet Neff und Rogentin Rocha. Auch noch rausgeschrieben habe ich, Alex Ovechkin übertrifft am Gretzky sind Torrekord in der NHL. Das ist auch krass, ja. Sehr krass. Also Vielleicht ist das PR nicht so gut gewesen, weil er halt Russ ist. das ist halt das Problem, ja. Auch ganz geil war, Nico Hülkenberg holt nach über 250 Rennen sein erstes Podium in der Formel 1 im Traktor von Sauber. Fucking geil. Ja. Max Verstappen geht als Franz Herrmann undercover und gewinnt dann auch noch ein 6-Stunden-Rennen, Ja. weil er es einfach kann. Er kann's. Evenepoel rasiert den Pogacar beim Zeitfahren an der WM. Da hätte man jetzt auch den Van Aert reinnehmen. Ja. Nachhinein. Ja, aber ich finde, eben, wenn Puggi rasiert wird, gut, Van Aert ist jetzt die Frage, wer hat den Puggi mehr rasiert? Aber ich glaube schon Evenepoel. Ja, ich weiß nicht. Dann, die Tashi Kambunchi gewinnt über 100 Meter Hürde WM Gold. Krank. Sehr krank. Die Schweizer Eishockey-Nazi an der WM wird Zweite, wieder mal. Ja, mittlerweile. Und das ist it, weil da ist nur mal aus irgendeinem Grund die Schweizer Ski-Nazi drauf. Das ist, weil ich es nicht richtig durchgelesen habe. Ja, Wow. Ein paar Bretter, hä? ich meine, das ist jetzt wirklich so fast eigentlich, Das ist schade, wenn du noch jemanden kannst wählen, aber... das ist fast Prestige-Kategorie vom Jahr, finde ich. Weil das sind doch die Momente, wo du am meisten davor hättest. Ja, ich müsste jetzt fast noch etwas dazu sagen, wo ich zwar erst Stunden drauf genommen habe, aber ich weiß nicht, ob das auch ein Highlight war. Ich tue es jetzt dann am Schluss nicht wählen, sondern vielleicht kommt es dann später in eine spätere Kategorie, aber für mich ist definitiv noch ein Highlight gewesen, am Rotsee, am Patrick und am Jonah zuzuschauen. Der Sieg. Der Sieg, also Ja. wirklich, ja, das ist krank gewesen und das soll ich noch sagen, ja. Geil. Boah, da ist es wirklich schwierig, etwas auszusuchen. Letztes Jahr haben wir es ja so gemacht, da hat jeder eins ausgewählt, oder? Ja, genau. Also falls wir nicht das Gleiche nehmen, können wir jetzt auch 2 Highlights haben. Ja. Gut. Schwierig. Willst du zuerst? Bro, gell, sie haben nicht gewonnen. Was sind es für? Dritte. Ich kann nämlich nur schnell, ich kann nichts sagen. Aber sie haben doch einen Weltcup-Sieg geholt. Ja, Kann das sein? aber das erste, glaube ich. Ja, okay. Aber nur, weil ich jetzt, ich kann müssen vorsichtig sein. Weil wenn Bis ich, an der WM sind es ja, aber alles gut. Wir wollen da keine falschen Informationen, vor allem nicht über das Rudern verteilen. Ja, auf jeden Fall zurück zum Highlight. Jetzt, wie machen wir es? Jeder eins? Ich Oder? würde eins sagen, wenn es gleich ist, gibt es nur eins und sonst gibt es 2. Schwierig. Also ich weiß nicht. Schwierig. Ich weiß Schwierig. nicht. Es ist Roland Garros Final. Okay, hätte ich nicht genommen. Bin ich zu wenig im Alcaraz-Fieber? Also einfach das Spiel, also das hat sich einfach so gezogen über so 5 Stunden. Ja. Das ist so geil gewesen. Da komme ich Ja. gerade wieder Bock. Geil, Alter. Hey, nein, ich glaube, für mich muss ich
halt auch wieder WM-Zeitfahren nehmen. Es ist halt einfach, ja, die persönliche Befangenheit mit dem Ganzen, wenn du weißt, was die sicher noch den Berg aufdrücken. Vor allem Evenepoel, wo ja Der gewinnt wirklich... schon wieder. Der hat letztes Jahr schon gewonnen. Ja, Bro, Beim Highlight. wirklich? Ja. Paris. In Ja. Paris, ja. What the fuck, ja, gut. Ja, da sieht man halt einfach persönliche Noten kommen noch dazu. Und eben, er hat so hart kassiert an der Tour de France. Er hat müssen aufgeben, er hat sich wirklich zurückgekämpft und ja, schlussendlich kannst du einfach wirklich mit Abstand, also er ist der beste Zeitfahrer wahrscheinlich von allen Zeiten und für mich definitiv das Highlight gewesen. Aber natürlich alle anderen, Bro, das es ist ist schnell. so geile Sachen gewesen. Also nur schon Schweiz. Also eigentlich, dass WM. wir die Tachi Kambunchi geroppt haben, schwierig. Das ist halt Aber- von der persönlichen Note, wo wir jetzt halt ein bisschen zu wenig dabei sind. Aber Ja. rein vom Wert von der Medaille, vom WM-Titel, eine Schweizerin in der Leichtathletik Weltmeisterin. Und es war auch ein geiles Rennen gewesen. Bro. Es ist ein richtig geiles Rennen. Bro, das ist unglaublich krass. Also das ist... Oh, nein! Wolltest du noch wechseln? Nein, ist gut. Oh, du mit der Alcaraz-Frisur kannst jetzt nicht mehr Nein, wechseln. Ich kann nicht wechseln. Also, wir loggen ein. Oski nimmt Roland Garros, ich nehme Zeitfahr-WM. Gut, dann kommen wir zum Team vom Jahr. Ja, voll. Und dort haben wir unter anderem wieder PSG. Ja, kann ich jetzt schon sagen. Ist Ah. ja, gerade abfahren. Dann haben wir Schweizer Eishockey-Nazi Frauen. Also das ist ja Gestern Weltmeister geworden. ultra krass. Heute übrigens auch diskutiert worden mit zwei ehemaligen Unihockey-Spielern. Wir haben Botswana, wo im 4x400 Meter die US-Dominanz durchbrochen hat. Ganz krank. Wir haben den ZSC, wo Liga und Champions League gewonnen hat. ja und jetzt nur von dem kann träumen. Zum Glück. Zum Glück macht uns als Zuger natürlich sehr glücklich. Dann die Schweizer Eishockey-Nazi, wo auch nebst dem Highlight beim Team vom Jahr nominiert wurde. Wir haben die Schweizer Männer-Nazi in der Teamkombi, also wir reden da von Skifahren. Dann haben wir Tapia und Coelho. Coelho, sorry, ist Portugiesisch wahrscheinlich. I guess, ja. Paddel, ich weiß nicht, die sind nominiert worden. Ich habe keine Ahnung, was sie erreicht haben. Also, voll in der Community. Entschuldigt uns, dass wir uns nicht so gut darauf vorbereitet haben, auf den Tapia und Coelho. Dann eben das nächste, wo ich, muss ich fast schon sagen, wahrscheinlich werde ich sie wählen. Das Team vom Jahr für mich Block und Brunner. Erstens sehr persönlich befangen, zweitens von Volline befangen, weil der Ballon, a.k.a. Patrick Brunner, Stammgast. Stammgast bei uns ist und sie einfach sozusagen die Ehre vom Roman Rösli und vom Andrin Gulich weiterführen, im gleichen Boot übrigens. Und dann als letztes haben wir noch die Schweizer Frauen-Fußball-Nazi, wo Broski schüttelt schon den Kopf. Also, sorry, aber das habe ich auch schon gedacht bei den SRF Sports Awards, dass die nominiert worden sind. Die haben nichts erreicht. Die haben Bro, nichts aber erreicht. sie haben schon mal viel mehr erreicht, als man hätte können von ihnen erwarten. Ja, wenn die Erwartung 0 ist, ist es einfach mehr zu erreichen. Gut, das Die haben stimmt. 2 Siege geholt bei dieser Euro. Ja. Die haben Aber, nichts gemacht. Bro, sie haben das Land begeistert. Ja, wow. Sie haben viele We- Leute Weißt du, ins das Band ist, das, gerissen. das ist robbed für alle anderen Frauen-Nazis, wie eben Unihockey, gut, die haben nicht können nominiert werden bei den Sports Awards von SRF, aber bei uns schon, Wo die Leistung... effektiv etwas bringen, Ja, wo etwas reissen. sehr geil. Bro, ich finde deine Nein. Einstellung geil, weil es Nein, bringt aber ein bisschen- sorry, das ist einfach bringt ein bisschen heuchlerisch. Feuer, es bringt ein bisschen Feuer in Das ist den einfach Podcast. heuchlerisch. Die haben nichts gerissen. Gut, also der Oski ist gar nicht damit einverstanden. Also, ich nehme jetzt mal an, Schweizer Frauen-Nazi im Fußball wärst du nicht, so wie auch PSG nicht. Ja. Darum, ich nehme jetzt an, ZSC auch nicht. Ja, ich mal, traurigerweise habe ich schon zensiert. Nein, Doch. weißt du ernst? Ja. Du meinst wegen dem Double? Ja. Findest du das so krass? Ja, finde ich krass, ja. Aber wiederum der sportliche Wert von der Champions League ist gut. Wenn sie eben gewünscht, ist es schon Geil. krass. Schon geil. Ja, Also ich denke mal, jetzt, wo der EVZ noch dabei ist, so, ist schon geil zu gewinnen, ganz ehrlich. ja, safe. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere am stärksten zur Schweizer Nazi in der Teamkombi. Weil das ist schon wild. Vor allem, sie haben halt auch einfach wirklich Teamgeist bewiesen. Also weißt, sie sind füreinander da gewesen. Ich glaube ihnen auch wirklich, dass sie sich gefreut haben füreinander. Weißt du, sind die Fester da. Bro, dort wären wir Boah. gerne dabei gewesen. Ja, aber
für mich eben ganz klar, muss ich Rudern nehmen, weil, ja, ganz ehrlich, ich habe es diesen Jungs schon ein paar Mal gesagt, ich hätte es nie erwartet, dass die so gut sind. Und sie sind einfach wirklich, haben ein brutales Jahr hergelegt und sind dann an der WM noch Dritter geworden. Und das im Zweieroni. Bro, grösster Respekt. Ich weiss, wie hart die Sauhunde trainieren. Und an dieser Stelle, ja, mein Team vom Jahr ist ganz klar der Zweieroni. Also machen wir einen Kompromiss. Fuck, wir müssen uns ja wieder einigen. Die Ruder-Nazi, oder, also, ja, die Ruder-Mafia kann sich jetzt da durchsetzen. Gut. Aber der Preis wird erst offiziell, wenn wir vom Jonah und vom Paddy eine Dankesrede bekommen, wo sie den Okay. Preis entgegennehmen. Gut, also, ja, kann man organisieren. Kann man das organisieren? Kann man organisieren. Weil wenn wir das bekommen, dann Fairer Kompromiss. Dann Und füge ich mich sonst, der Ruder-Mafia. und sonst nehmen wir Schweizer Männer Nazi im Skifahren. Gut. Gut. Also bis am Ausser 23. Dezember Bro. wollte ich einen Dankesrede. der Odi kommt bei uns im Podcast, Ja, dann ist es dann ist Schweizer Männer Nazi im Skifahren. Ja, gut. Gut. Ja, das war die Kategorie Team des Jahres von Voll rein. Und jetzt kommen wir zu den Newcomer vom Jahr 2025. Und da hat es wirklich auch Namen darunter, wo ich Mühe damit habe, weil ich sie selber noch nie gehört habe. Das heisst, sie sind wirklich Newcomer. Wir haben Desiree Doué vom PSG. Ja. Der hure PSG, Alter, was läuft? Es hat jemanden gehabt, der einfach all die PSG-Sachen nominiert hat. Ja. Er hat ja mit PSG das Triple gewonnen und hat im Champions League-Finale sogar 2 Goal gemacht und eine Vorlage, ist Man of the Match geworden, also ganz stark. Dann haben wir Summer McIntosh, die hat 4 Goldmedaillen und 1 Bronzemedaille gewonnen bei den Weltmeisterschaften im Schwimmen. Dann Florian Lipowitz, 3. Gesamtrang bei der Tour de France, plus bester Nachwuchsfahrer. Lennart Karl vom FC Bayern, muss ich wirklich sagen, aber der ist so sackstark. Bro, du wirst noch Bayern-Fan. Nein. Ich hasse Bayern, aber, Du- aber das ist wirklich, Stark unterwegs. das ist wirklich so eine Kategorie Lamine Yamal. Also, Ja. das ist krank. Wenn du dem zuschaust, bist du so, wie bist du erst 17? Wie bist du so gut mit 17? Look, wir müssen uns einfach immer mehr und mehr daran gewöhnen, dass jetzt Dass auch die Leute jünger werden. 16-Jährige nicht, wir sehen es einerseits als älter an, weil wir älter Ja, aber dass werden. die Leute Jünger, sorry. mit 15, 16, 17 schon erfolgreich sind im Profisport. Und es ändert sich auch, dass halt einfach die Möglichkeiten Aber weißt du, das ist auch das heutzutage besser Gute. werden. Die Leute werden auch älter hinaus. Was heisst das? Ja, die Profisportkarriere geht länger. Teilweise ja bis 40 auf. Das heisst, du hast eigentlich Du hast mehr Entertainment. mehr Bandbreite, ja, gute Leute. Ja. Dann, Franja von Almen, Goldmedaille bei der WM in der Abfahrt. Holt sich, wie gesagt, auch noch in der Teamkombi die WM. Und ein paar Weltcup-Siege und Podestplätze. Dann haben wir Audrey Vero, die Gold geholt hat bei der U23-Europameisterschaften über 800 Meter. Sie hat den Schweizer Rekord über 800 Meter gebrochen und ist bei der WM 6. geworden. Und du hast noch nominiert Mixed Zweier im Rudern. Der Grund dafür ist, die drinnen hocken, sind natürlich kein Newcomer. Und zwar ist es der Raffi Almada und Celia Dupré. Für mich ist aber die Kategorie ein Newcomer. Und die Kategorie ist das erste Mal an einer WM durchgeführt worden. Und es geht mir eigentlich primär um das. Ich muss einfach jetzt auch ein bisschen im Nachhinein vom Rudern. Der Sport muss schon ein bisschen präsent bleiben in diesem Podcast. Mhm. Immer wieder, oder? Die Inputs von mir, du siehst es. Ja, aber die Rudermafia hat vorher schon einen Preis geschenkt bekommen. Geschenkt? Bro, geschenkt, die haben es sich erarbeitet. Die haben die Jury überstochen. Also, ja. Was ich aber auch noch muss sagen ist Franja von Almen wirklich ein Newcomer? Habe ich mich auch gefragt. Weil Ich Ich meine- die den nominiert haben. für die Leute, die nicht so im Skisport dabei sind, okay, ja. Mhm. Sie haben es erstmal wahrscheinlich definitiv von ihm gehört. Aber die halt schon länger dabei sind, die wissen ja, dass er eigentlich ein sehr grosses Talent ist. Bei der Audrey Vero ähnlich. Ich glaube, sie ist einfach sicher eine Newcomerin auf der grossen Weltbühne. Mhm. Darum, ich habe meinen eigentlich und du kannst dir erahnen, wer es ist. Ja, aber ich würde in dem Fall auch wahrscheinlich auch mit dem gehen. Florian Also. Lipowitz. Ja, safe. Ja. Weil, er ist Dritter geworden an der Tour de France und hat eigentlich uns alle, ich meine, wir sind auch nicht irgendwo im Scouting-Bereich vom Wissen vom Velofahren,
aber trotzdem können wir behaupten, wir kennen grundsätzlich die 3, die könnten an der Tour de France aufs Podest fahren, hätte ich jetzt gesagt. Und ich muss Und wirklich er war sagen, keiner davon gewesen. er ist eher im Frühling ist er ein bisschen, also ist er sehr guten Giro gefahren und auch Dauphiné ist Dauphiné ist sehr gut gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er im Giro dabei war, das ist das Halbwissen von mir. Ich sage es jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, wirklich der Sieg hat, ja, ganz klar den 3. Platz, ja, ziemlich klar rausgefahren und darum, ja, für mich ja. definitiv. Aber auch da keine einfache Entscheidung. Ich meine, eben Summer McIntosh ist schon auch krass, muss man wirklich sagen. Im Schwimmen ist es halt einfach so, hast halt einfach 7000 Kategorien, wo du etwas gewinnen kannst. Dann kann ich mich nicht einschätzen, sind jetzt 5 Medaillen mega gut oder einfach Ja, gut. Oder im Schwimmen ist auch das Phänomen, dass du immer wieder so junge Gute hast, ist schon ein bisschen bekannter. ja, voll. Also du hast ja wirklich da, wie hat der geheißen, wo der Michael Phelps am Anfang hure bewundert hat? So Lochte. Singapur. Eins von Singapur. Oh, keine Ahnung. Weißt du aber welchen? Ja, ja. Und nachher hat er seine Rekord geschlagen. Ja, voll. Und der Michael Phelps selber geschlagen. Und ja, einfach ganz viele so Menschen gibt es im Schwimmen schon. Ja. Aber eben auch, Franja von Almen, eben, ist Definitionsfrage, aber Bro, für mich ist er auch verdient. ja, für mich ist er einfach kein Newcomer mehr. Ja, und sonst sehen wir ja noch. Also wir einigen uns auf den Florian Lipowitz. Gut. Ja, ist glaube ich ein klarer Fall. Dann müssen wir jetzt zu einer Kategorie kommen mit noch mehr Prestige. Das ist glaube ich, ja, Da jetzt da echt Millionen. Viele Nominierte, what the fuck. Wenn du die Millionen da zusammenzählst, dann gut, wir haben zwar keine Fußballer. Doch. Warte, jetzt muss ich immer. Sicher. Ah, sorry, oh gut, ja, dann Sicher. 1, 2. Ja, sorry. Aber wir haben ein paar Millionen da im Pot. Und wir fangen an mit Sportler oder möglichen Sportler des Jahres 2025 von voll rein. Natürlich mit dem Tadej Pogacar. Dann unser zweiter Liebling, wo ja anscheinend doch auch manchmal ein bisschen ein unsympathischer Dude kann sein. Scheinbar. Wir wissen immer noch nicht wieso. Aber Wir wissen immer noch nicht wieso, aber der Mondo Duplantis, Stabhochspringer von Schweden, dann, jeder kennt ihn, der Odi Mark Odermatt. Bro, keine Ahnung, ich habe irgendetwas gesagt. Dann, der, ja, Grundstein vom Sieg von PSG, der Ousmane Dembélé. Dann, Ballon d'Or-Sieger. Weltmeister, Landon Norris. Gerade hätte ich von mir aus auch einen Holzkopf vom Jahr sein. vor 2 Wochen, wenn die Folge rauskommt, zum Weltmeister gekürt worden. Ja, kann man machen. Carlos Alcaraz. Was meinst du, Francisco Alcaraz? Ja, hoch im Kurs. Aber genauso wie der nächste auf der Liste. Der Yannick Sinner. Die hätte zwei. man eigentlich müssen zusammen nominieren müssen. Als Dream Team. Ja, Big Two. Der New Two heisst es doch, oder? Boah, ich weiß nicht, wie man ihnen mittlerweile sagt. Aber ja, sie haben uns epische Duell geliefert und werden das auch in Zukunft noch machen. Aber das ist irgendwie über 600 Tage her, oder fast 700 Tage her, dass jemand ein Turnier gewonnen hat, wo die beiden dabei waren. Wo nicht sie zwei waren. Ja, jetzt eben, da kommst du langsam schon in Sphären, wo halt der Big Three oder der Big Four. Gut, ich kann schon immer erweitern, dass die Liste ist, ja. Dann, früher auch mal ein Holzkopf gewesen. Mittlerweile, Was? Shaqiri ist schon ein bisschen ein Holzkopf gewesen. Nein, Shaqiri ist ein absoluter Held. Bro, nein, am Anfang habe ich einen Holzkopf gefunden. Ja, auf jeden Fall, jetzt als Sportler des Jahres bei Volline nominiert. Kann ich dahinter stehen übrigens jetzt. Sherdan Shaqiri, Schweizer Meister mit dem FCB und Topscorer. Ich glaube, dank ihm haben sie auch wieder Trikots verkauft wie noch nie. Ja, und vor allem das Trikot war sehr geil gewesen. Das Trikot das ist- Flammenliebli mit Shaqiri Auch da, drauf. eigentlich müssten wir noch ein Ding machen für Sport-PR-Agentur. Wow, ja, für Wer- bestes Marketing. Für bestes Marketing ist FCB Weit dabei ist gewesen, gut weit dabei. oben, ja. Dann Noe Ponti, der Schwimmer vom Tessin, der insgesamt 3-mal Gold geholt hat, einmal Silber bei der Kurzbahn EM 2025 und auch ja, wirklich sehr präsent ist in den Medien, das kann man so sagen. Und zuletzt noch der Armon Orlik, Der Chef von der Schweiz. der König der Schweiz, der den Schlussgang gewonnen hat am ESAF. Und Nein, eben nicht. Fari. Wo Schwingerkönig wurde, ist ohne im Schluss Ja, sorry, genau. Es ist klar,
wer der König ist. Und ja, das sind die Nominierten in der Kategorie Sportler des Jahres 2025 bei voll rein. Boah. Sehr schwierig, sehr schwierig. Also warte, Tadej hat was geholt? Tour und wem? Giro. Giro. Nein, sorry, Giro war Simon Yates gewesen. Und ein paar Klassiker hat er noch. Ja, also er ist eigentlich, Ja. er hat WM. Aber er ist nicht so unverwundbar gewesen wie das Jahr vorher. Nicht so perfekt. Ist 2-3 Mal abgerechnet worden. er ist Van ein der paar Mal Poel, auf Press gehabt. Van Aert, Evenepoel. Ja. Alle mindestens eines abgerechnet. Aber Alter, wenn du siehst, was er alles fährt, dann... Ja, ich sage Ja. nur Kontext Ja, dort. ja. Mondo macht einfach 8 Weltrekord zum Spaß. Bei dem ist es einfach... Der hat das Problem, er ist zu gut. Ist nicht mehr lustig. Der Mondo ist wirklich zu gut. Ja. Darum wird er nicht Sportler des Jahres bei uns. Oh. Marco Odermatt. Nein. Ja, nein. Auch schon zu viel Erfolg. Ja, nein. Also da muss ich auch sagen, es ist so lustig, wir haben gerade die Diskussion am Samstag gehabt, nach dem Riesenslalom, wo er Dritter wurde ist. Ja. Also, washed. Ja, aber... Du musst dir vorstellen, wie gut das muss sein, wenn ein dritter Platz washed ist. Ja. Ja. Dann Dembélé. Nein, ist Franzose. Gut, ja, fairer Punkt. Lando Norris. Holzkopf. Gut, also du bist jetzt sehr voreingenommen. Ja. Du... Nein, Holzkopf. Oh, ja. Kannst du gerade abfahren. Und jetzt dein Favorit wahrscheinlich, Carlos Nein, Alcaraz. Nicht. Weil Okay. eigentlich rein von der sportlichen Leistung wäre es der Sinner. Okay, spannend. Obwohl, nein, ja, boah, nein. Ich weiß gar nicht, ob ich da recht habe damit. Ja. Cerdan einfach wegen Vibes. Aber wegen so sportlicher Leistung hat es da Leute auf der Liste, die Oh, er viel spielt geleistet halt haben. immer noch in der Schweiz. Eben. Weißt du, oder? Aber es ist episch, weißt du? So. Es ist für die Schweiz ist es episch. Ja. Neue Ponti, sackstark. Ja, kann man schon sagen. Ich weiß auch nicht. Ja, und irgendwie, ich muss dir ehrlich sagen, beim Ponti habe ich wirklich das Gefühl, er ist ein bisschen arrogant. Wieso? Er sieht so asozial gut aus und besser als mir. Das ist ein grosser, breiter Sieg. Er ist gross und Das ist ein breit. Lächeln. Ist erfolgreich. Ich glaube, er ist Er- sehr arrogant. Er ist einfach alles, was wir gerne wären. Ja. Arman Orlik, ja, er ist halt König von der Schweiz, aber halt auch nur von der Schweiz. Aber ohne Schlussgang. Das ist so ein bisschen... Findest du, das ist ein Haken? Ja. Ein Haken. Oh, sehr gut. Wow. Ja, wow. Nein. Ich weiss, ich habe letztes Jahr schon Pogacar gesagt. Nein, aber Pogacar das ja nicht, nein. Wow. Ich gehe jetzt wirklich, ich gehe jetzt 100% auf die sportliche Leistung. Ich gehe 100% auf die sportliche Leistung. Ja, aber dann wär's der Mondo. Nein, Doch, der hat ja 8 Weltrekorde gebrochen. nein. Dann wäre es der Odermatt. Ganz klar. Oder macht mehr als Ja. ein Alcaraz und ein Sinner oder von mir aus ein Dembélé, der Triple gewonnen hat, um Bro. und da. Als Skifahrer darfst du dich nicht verletzen. Und wenn du so einen schnellen Sport machst, dann ist auch deine Fähigkeit, sich nicht zu verletzen, ist genauso hoch einzuschätzen, wie wenn du einen Weltrekord holst. Bro, ich sag dir, das ist so krass, dass der sich nicht Ah, verletzt. Bro, und ich habe vorher gesagt, ich nehme nicht den Marco Odermatt, aber weil ich mich jetzt gerade selber in Rage rede, nehme ich jetzt den scheiß Marco Odermatt. Nein, den gebe ich dir nicht. Also mal, Nein, den gebe ich dir nicht. Marco Odermatt for the win, Alter. Nein. 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 Also, Er ist schon hoch Bro, dabei, aber Sportliche ist Leistung, es wirklich die beste sportliche Leistung vom Jahr gewesen? wenn du alles mit zusammennimmst. Mental ist Tennis mehr, finde ich krasser. Also die zwei haben Tennis halt dominiert. Sie haben Ja, mit aber der Tenniswelt Alter, gemacht, was sie haben im wollen. Tennis kannst du vieles mehr kontrollieren als im Skifahren. Ja. Du kannst es, Es lässt sich gar nicht vergleichen. egal, du nimmst Tennis. Welchen von diesen zwei nimmst du denn den Sinner? Die zwei sind viel dominanter gewesen, als ein Odermatt letztes Jahr war. Jein. Also Tennis ist ein Die haben ja grösserer nur gegeneinander verloren. Bro, Tennis ist eine grössere Weltsportart, gebe ich dir Viel recht. grösser. Viel grösser. Sie sind auch rein mental, würde ich jetzt sagen, ist es krasser. Aber für mich spielt halt wirklich auch noch vieles, du musst können Bedingungen handeln, wo du im Tennis die- nicht musst. Was nicht?
Bro, der Sand oder der Untergrund ist so, wie er ist. Also es windet, es ist 7000 Grad heiß oder es ist kalt, ja, aber der halt Ball springt nicht, im oder Skifahren... die Halle ist zu, oder das Dach ist zu, oder das Dach Oh. ist offen. Das sind alles... Alter, also... Nein. Nein, Also Bullshit. Marco oder Matt? Bullshit. Sag jetzt, welchen von diesen zwei? Kann ich sie nicht einfach beide nehmen? Nein, Bro, du mit deiner Büchse musst einen wählen. Sinkaras? Ja. Kann ich nicht so nehmen? Nein. Du hast dich damals auch müssen entscheiden zwischen Federer und Nadal. Ja, habe ich Nadal gesagt. Eben, jetzt nimmst du wieder den Spanier. Nein, ich nehme den Sinner. Bro, Gut. warte, dann musst du noch jetzt musst du deine Haare rot Jawohl, färben. nein, Sinner kann ich eigentlich nicht nehmen, wegen Er dem ist doof. Dopingskandal. Und wegen deinen Haaren, Alter, sonst musst du deine Haare Also rot ich nehme färben. Alcaraz. Ist ja klar. Fuck. Wie machen wir das jetzt aus? Nach einem Scherenstein. Schere, Stein, Papier, also. Auf eins. Gut. Schere, Stein, Papier. Ja! Oh nein, Alter. Also, Alcaraz. Sportler vom Jahr. Geil. Fuck. Geil. Sehr gut. Das sind deine Haare, die dir Glück gebracht haben, Alter. Ja, Mann. Das ist gut, das gefällt mir. Gut, also. Du, es war ein fairer Kampf. Gut. Dann müssen wir noch zur Sportlerin. Sportlerin vom Jahr. Da haben wir sie, die Tachi Kambunji, Weltmeisterin über 100 Meter Hürde, Europameisterin in der Halle über die 60 Meter Hürde, Silber bei der Halle Weltmeisterschaft über 60 Meter Hürde. Hey, was sollst du noch mehr sagen? Spricht für sich. Florina Krass. Rickling, Doppelweltmeisterin auf der Straße und im Zeitfahren, plus x Medaillen, Goldmedaillen auf der Bahn. Angelika Moser war bei Volline. Grösste Errungenschaft von ihr ever. Alessandra Keller, Weltmeisterin, Weltcup-Siegerin. Weltcup-Siegerin, Gesamtweltcup-Siegerin. Nein, das ja nicht. Hä? Im Shorttrack? Keine Ahnung. Fuck. Es gibt viele Kategorien. Sie war erst gerade bei uns. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig. Ja, wir haben uns nicht genau genug informiert. Egal, weiter. Marlene Reusser hat Tour de Suisse von der Frauen gewonnen und ist Weltmeisterin im Zeitfahren. Und dann Geraldine Reuteler, MVP von der Schweizer Fußballnazi von der Frauen. Das zum Beispiel sehe ich. Die hat wirklich eine Leistung gebracht. Sie als individuelle Sportlerin. Bro, Da gehe ich mit, das ist okay Ich für bin mich. so aggressiv. Doch. Gut. Nein, es regt mich auf. Sie, Gut. das gehört. Geht aus. Geduld. Also, Für mich ist es recht klar. ja, ich glaube, wir haben es vorher schon gesagt, sie wäre bei uns schon fast im... Sie hätte eigentlich auch im Highlight Ja. müssen gewinnen. Die Tachi Kambunji. Ja. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Zwar ohne Streit, ohne Diskussionen. Da sind wir uns einig gewesen. Da sind wir uns einig. Sie ist wirklich auf einer Ebene mit dem Marco Odermatt. Okay, gut. Gut. Fantastisch. Nein, aber nochmal schnell zu der Leistung im Leichtathletik. Leichtathletik ist wirklich ein richtig heftiger Sport, wo halt so einfach ist, dass er auf der ganzen Welt gemacht werden kann und darum auch so fucking schwierig ist zum Gewinnen. Vor allem auch in Sportarten wie Sprints, wo halt das Niveau brutal krass ist, wo es um Tausendstel Sekunden geht und dass eine Schweizerin dort so dominant kann sein, ist wirklich sehr, sehr hoch anzurechnen. Und ja, herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation, kommt zu Volline. Safe, wir hatten den direkten Kontakt. Wir hatten ein paar Direktkontakt. Ja gut, Mittlerweile. jetzt schon, aber mein Bruder ist mit dir in RS. Ich habe jetzt so um die Ecke Gäste gedacht. Nein, wenn er nicht so ein Assi-Ruderer war wie ich, der sich einfach nur um die Ruderer gekümmert hat, dann hat er vielleicht ihre Nummer und ihren Kontakt und sie finden einen coolen Dude. Aber Ja, das müssen wir noch herausfinden. ja, gut, soviel zu der Kategorie Sportlerin und jetzt kommen wir zu der grossen Kategorie Sports Awards. Spirit Awards. Awards heisst das alte. Ja, Ja. dort haben wir ein sehr aktuelles Resultat, wo sie wahrscheinlich in diese Kategorie reinbringt, und zwar Lindsey Vonn. Boah, die hat mich Lügen gestraft. Nein, nicht Lügen gestraft, sie hat mir einfach das Maul gestraft. Wir haben sie ja schon ein bisschen dran genommen, Mhm. dass sie jetzt meint, sie können dann noch Sie mit... hat ja sogar so einen ganzen Post gemacht, so für alle, die nicht an mich geglaubt haben, bla bla bla. Ich habe es nicht für euch gemacht, aber euch Hate hat mir geholfen. Ich so, wow, shit, ja, das bin ich gewesen. Da muss ich wirklich sagen, es tut mir wirklich leid. Die Frau Vonn, Vielleicht kommt sie ja jetzt in den Podcast, weil du dich bei ihr entschuldigst. nein, ich muss wirklich sagen, sie hat mich abgestraft und ja, Wie alt ist sie? 41? 41. Das ist krass. Zurückgekommen, Weltcup Vor gewinnen. allem lange Die Zeit Abfahrt. nicht fahren
und dann so zurückkommen, eben, das haben viele versucht, im Skifahren auch. Chapeau. Wirklich ganz, ganz krass. Und wir haben, ich weiss noch, wo wir die Folge gemacht haben und gesagt haben, das ist genau so eine Aktion wie bei Marcel Hirscher oder weiss ich wo. Ja. Ja. Jetzt hat uns die Fresse gestoppt. Gut. Max Verstappen. Ein riesen geiles Comeback in der zweiten Saisonhälfte. Ich habe fast nochmal die WM gewonnen, fast 5 am Stück gemacht, in einem unterlegenen Auto, gegen die überlegenen McLaren. Gewinnt fährt während Formel 1 Wochenende Sim Racing, gewinnt dort auch alles. Geht eben im GT3 auf den Nürburgring, gewinnt dort auch alles. Der wahrscheinlich beste Rennfahrer von dieser Generation, vielleicht der beste Rennfahrer aller Zeiten. Sind Sampadut wurde mittlerweile, ja, that's it. Max Verstappen. Sehr nice. Ich habe immer das Gefühl gehabt, du findest ihn ein bisschen komisch. Nein, ich habe ihn nicht mehr cool gefunden. Ich weiss gar nicht, ja. Dem habe ich das wirklich mal falsch im Kopf gehabt. Dann hat Belinda Bencic Zurück nach der Schwangerschaft. nach Schwangerschaft ein riesen Comeback gegeben. Und da sieht man einfach eben, es ist einfach so vieles möglich in der heutigen Welt. Mit 41 zurückkommen, also als Mutter zurückkommen. Ich behaupte einfach, das ist auch etwas von der neuen Sportära, wo heute möglich ist, dank einerseits eben ganz vielen Sachen. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Aber das ist für mich auch ein Beispiel. Natürlich liegt es auch zu 90% an ihr selber, aber sicher auch an den heutigen Methoden, wie man im Sport kann umgehen kann. Dann 44 West, definitiv nominiert bei uns. Spirit Award. Wer hat schon die Idee, über Atlantik hinzurudern? Hätten sie auch wieder Holzköpfe nominieren. Das werden wir jetzt dann sehen. Eigentlich müssten wir den Award erst verteilen, wenn sie es dann gemacht haben. Eben, ich finde, es ist noch ein bisschen zu früh. Es ist noch ein Es bisschen ist noch früh. ein bisschen zu früh. Weil man weiss, und ganz ehrlich, Jungs, wirklich, mich nimmt so fucking fest Wunder, was ihr jetzt gerade macht. Jetzt, sie sind seit einem Tag unterwegs. Und jetzt werden sie realisieren, es geht noch 30 Tage. Ja. So wie es jetzt... Jetzt siehst du nirgends mehr Land, jetzt ist alles blau rundherum. Bro, ja, also riesen Respekt, jetzt schon natürlich. Aber den wahren Spirit werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten paar Wochen herausfinden von ihnen. Darum, wir können leider noch nicht ganz wahrscheinlich für euch abstimmen, aber Vielleicht kommt das noch. es kommt sicher noch. Dann, Marc Marquez. Ja, ein crazy Comeback hat die MotoGP-Welt dominiert. Nachdem seine Karriere eigentlich schon fast fertig war, nachdem man eigentlich ihm nicht mehr zutraut hat, dass er jemals wieder wird irgendwelche Rennen gewinnen Ja. Für die, die es nicht wissen, der hat sich ja mal ganz grob den Arm gebrochen. Dann ist er zurückgekommen, hat sich noch gröber den Arm gebrochen. Er war eigentlich auf dem Abstellgleis gewesen. Und irgendwie hat er sich noch zurückgekämpft. Ist jetzt 9-facher Weltmeister. Schließt auf den oder zieht gleich mit dem grossen Valentino Rossi. Also ja, ich glaube, da haben wir genug gesagt. Krass. Dann auch noch von der Community nominiert wurde, ist Florina Rickling, weil sie einfach immer nominiert wird. Weil sie es auch verdient. Weil sie Ja, geil, ja. Sie hat halt den vollen Spirit. also, Also sie wirklich, geht halt sie ist- sie und dominiert. und sie kommt an die Live-Podcast. Und sie kommt dort Live-Podcast und sie dort outperformen und das ist halt auch Voll rein, hat einfach voll rein. Dann nominiert ist auch die Marlene Reusser. Ja, ist klar, ich meine, sie geht auch immer, sie ist sehr ehrlich, sie geht voll rein, wenn sie halt erzählt, wie es ihr geht und dann aber auch an den Rennen geht sie voll rein. Darum auch fair, dass sie da nominiert ist. Ja, und jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Manchmal habe ich das Gefühl, wieso müssen wir uns eigentlich entscheiden? Aber ja, Eigentlich müsste es einen Publikumspreis geben in jeder Kategorie und einen von uns. Und dann müssen wir schauen, ja, wie oft stimmen wir. Nur das Problem ist jetzt, wir sind da allein in diesem Raum und wenn wir jetzt nicht weitermachen... Aber wir machen es doch so. Kommentiert auf Spotify oder auf dort, wo ihr halt den Podcast hört, kann ja auch auf YouTube sein, was ihr in der jeweiligen Kategorie für einen Sieger oder Siegerin erkoren hättet. Genau. Und dann können wir vergleichen und zählen. Gut. Sehr gut. Also, und wir müssen uns jetzt entscheiden, wer den Volline Spirit Award 2025 gewinnt. Ja. Boah, das ist auch schwierig. Da hat wirklich ein paar ganz krasse Namen dabei und krasse Stories. Ja. Hast du eine Tendenz?
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie krass oder wie der Spirit dahinter ist, habe ich schon Tendenz, ja. Ich nicht glaube, du hast die gleich. Okay. 3. 2, 1, Lindsay Vonn. Oh, fuck. Was Ich muss wirklich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn ich jetzt in 3 Jahren nochmal einen Weltcup gewinnen Mhm. im Rudern, Mhm. was fast eigentlich unmöglich ist. Weil sobald du mal aufhörst, Ja. einfach auch fitnesstechnisch ist es im Rudern halt nicht möglich. Das Gute im Skifahren ist, du kannst, sage ich jetzt mal, die Fitness noch wegmachen mit Technik. Mhm. Klar, du musst brutal fit sein, du musst verdammt stark sein und es geht runter. Das heisst, du brauchst nicht den gleichen Motor wie im Rudern. Trotzdem Aber- finde ich die Leistung nach so vielen Jahren mit 41, So viele Verletzungen, muss man auch so sagen. viele Verletzungen, in so einem Sport, der so hart umkämpft ist, wo so viele Leute, wie jetzt gerade viele in der Schweizer Frauennazi, an die Grenzen gehen und dann eben darüber aus. Ja. Dort können zu siegen, muss ich wirklich sagen, grosser Respekt. Sehe ich. Ja. Max Verstappen, wieso? Du findest ihn einfach einen geilen Sieg. Nein, weil einfach... Weil er wir vertritt den Rennfahrer-Spirit Ja, am ehesten. er ist- Du meinst, er ist geht ein einfach... richtiger Dude, wo für das, was er lebt, voll reingeht. Ja. Ja. Und ich glaube, in 10 Jahren werden wir nicht... Also wir werden sicher auch über den Weltmeister Lando Norris reden, aber wir werden vor allem darüber reden, weißt du, wie krass dass der Verstappen in dieser Saison war, wie er noch fast WM gekehrt hat, wie er nebenbei eben schnell noch Langstreckenrennen gewonnen hat. Okay. Aber ja, Aber ich finde, der Spirit... vom Spirit ist es wahrscheinlich nicht Lindsay Vonn. Gut, guter Kompromiss, danke. Schön. Ja. Gut, also Lindsay Vonn, gratuliere. Sehr kurzfristig noch bei uns reingeslidet. Hey, wirklich auf den letzten Drücker. Ja. Ich habe nie aber einen fetten Crush drauf gehabt, Lindsay Vonn. Immer noch ein bisschen. Ich habe sie auch sehr hübsch gefunden. Das Problem ist einfach, ich habe gewusst, sie ist ein Monster. Also, und wenn sie gegenüber von mir gestanden wäre, dann wäre ich ein kleines Würstchen gewesen. Darum ich könnte die gar nicht handeln. Also, habe ich das schon von Anfang an ausgeblendet. Ich habe sie immer hart gefunden. Gut. Gut, anyway. Ja, es gibt noch einen letzten Preis. Und da haben der andere und ich nichts zu sagen. Weil wir dürfen ja keine Favoriten wählen, wenn es darum geht, was ist das beste Interview von 2025 gewesen? Gut, ich habe eigentlich meins schon ein bisschen verraten. Du hast dies schon ein bisschen verraten, aber das ist einfach persönliche Präferenz gewesen. Das war wirklich eine persönliche Präferenz gewesen. Was ist so für die anderen Leute da außen? Wir müssen vielleicht nochmal durchgehen. Nur mal kurz aufzählen. Dann sind wir dann auch schon gleich am Ende von dem Podcast. Also ich kann mich beruhigen, allzu lange wird es nicht mehr gehen. Aber wir werden gleich noch schnell auflisten, wer wir das Jahr so haben dürfen bei uns haben. Und auch natürlich auch als Auswahl für euch, um zu bestimmen, was ihr wählen wollt oder wer ihr wählen natürlich. Wir haben Fabio Scherer, Rennfahrer. Rennfahrer. Wir haben Noel Ingold. Sie ist, Velofahrer. okay, wir machen jetzt schnell. Nina Brunner, Beachvolleyballerin. Livia Stadler, Eishockeyspieler. Roman Rösli und Anrin Gulich, die ihr Rücktrittsinterview bei uns gegeben haben. Das war auch erst das Jahr. Das ist das Jahr gewesen. Krank. Salome Lang, die nochmal ein bisschen auf ihre Karriere zurückgeblickt hat als als Hochspringerin. Elena Kratter, Para-Leichtathletin über 100 Meter und Weitsprung. Der Lorenzo Hensler von 44 West. Wo jetzt gerade über den Atlantik rudern ist. Genau. Der Jan van Berkel, der beste Ironman, den sie jetzt gibt in Switzerland. Pedro Schmid. Wo jetzt gerade durchstartet mit KX und mir endlich mal zurückschreiben. Der Timon Wernas. Er organisiert Luzern-Regatta, also den Ruderweltcup in Luzern, und ist einfach ein verdammt geiler Sieg. Dann Michi Vogt, auch sehr ein geiler Sieg. Schneller Böppler. Bobbler unterwegs. Und einfach ein brutaler Squatter. Also wenn ihr seht, wie er 250 Kilo squattet, dann werdet ihr auch ihn als Publikumspreis wählen. Der Baski von Swiss Track Check. Die erste Collab-Folge. Und jetzt merke ich da, gerade auf der Liste fehlt noch eine. Weil wir haben ja nochmal eine Collab-Folge gehabt. Und zwar mit Padu. Pado vom Gimmer Talk. Genau. Dann natürlich unsere grandiose Elian Christen, Yes. die eine brutale Saison gezeigt hat und hoffentlich auch dieses Jahr kann Richtung Olympiade cruisen. Wir haben unsportlich gehabt, wo ganz wild war. Also dort sind wir Jetzt sind wir gut an unter die unsere- Gürtellinie. an unsere Grenzen gestoßen, Ja. sage ich jetzt mal. Auch ich. Ich musste mich unter einer Palme verstecken. Wir haben den Fabian Lienhardt. Du hast den Julian Müller geskippt.
Für 44 West? Dein ehemaliger Bootskollege, was soll das? Bro, Entschuldigung. Alter. Der krampft sich gerade eins ab über den Atlantik und du? Der ist wahrscheinlich schön am Pfusen. Ja, also natürlich Julian Müller von 44 West. Jetzt gerade über den Atlantik am Rudern. Der Lieni, Fabian Lienhardt von Tudor Pro Cycling, wo bei uns über seine aktuelle Verletzung geredet hat. Genau. Angelika Moser, die im Live-Podcast bei uns war. Eine der besten Schweizer Leichtathletinnen in der Schweiz, die es gibt hat bis jetzt. Das ist jetzt einfach wirklich kein Satz. Oh, ich bin müde, ich muss aufhören. Gut, dann machen wir nicht mehr lang. Die letzte Folge, die ihr wahrscheinlich schon gelost habt. Alessandra Keller, Mountainbikerin, Weltmeisterin, sehr, Weltcup-Siegerin, Europameisterin noch nicht. sehr Sampa, sehr am Boden geblieben Mega. und Namenspatin von der Tunnelbohrmaschine im Gotthard. Sehr geil. Jawohl, und in dem Sinn überlassen wir euch den Publikumspreis. Genau. Weil jetzt müsst ihr abstimmen. Und zwar, in der Folgebeschreibung findet ihr einen Link zu einem Google-Formular und ihr habt eine Stimme. Oder sollen wir eine Stimme machen? Nur eine Stimme? Ja. Nur eine Stimme. Bro, wir Ihr, machen es hart. ihr müsst euch entscheiden für jemanden. Wer ist die beste gewesen bei Voll rein, aktuell im Jahr 2025? Und wir sind froh, wenn wir die Entscheidung nicht treffen. Weil, es sind eigentlich alle geil gewesen. Wir können ja dann in der ersten Folge vom neuen Jahr, weil jetzt kommt ja eine kleine Winterpause. Genau. Du bist in den Bergen, ich bin in Afrika. Bist du bei deinen Leuten? Ich bin bei meinen Leuten. Ich als Dean Schneider von Wish. Können wir ja dann aufklären, wer wir genommen hätten. Ja. Sehr schön. Obwohl du es eigentlich schon erzählt hast. Vielleicht tue ich ja meine Meinung noch ändern. Ja, und in dem Sinn sind wir am Ende von der grandiosen Grand Tour through 2025 bei Voll rein. Und zwar von den Highlights, Sports Awards und was auch immer wir alles noch darüber geredet haben. Das war wirklich lang gewesen. Mein Hirn ist tot. Du bist wirklich abgeschaltet. Bro, wir sind Brainrot nach dieser Folge und darum muss ich jetzt so schnell wie möglich unser Outro anfangen. Das ist nämlich scripted, das heisst, ich kann keine Fehler machen. In dem Sinn, herzlichen Dank, sind ihr bis dahin dabei gewesen. Heute hat es wieder mal vielleicht ein bisschen mehr Durchhaltewillen gebraucht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcasts und auf Spotify. 5 Sterne, let's go, und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzufassen. Genau, und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt ihr uns auch auf Instagram, dort findet ihr uns unter volline_podcast, und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns im neuen Jahr. Ciao zusammen. Let's go. Tschüss.